Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drink-Marke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Was ist denn das? Was tropft denn im Bad? Habe ich etwa den Wasserhahn nicht abgestellt? Ah nein, alles gut. Was hat eigentlich in der Dusche vorher getropft? Der Hahn war ja trocken. Und duschen habe ich ja auch nicht. Hat echt vorher jemand die Dusche gebraucht? Echt Putzfrau beim Putzen? Nein, das macht keinen Sinn. Der Hahn war ja trocken. Hat es echt im Abfluss reingetropft? Restwasser, das irgendwie nur schlecht abläuft und darum reintropft? Oder vielleicht in der Leitung? Ja, so etwas muss es gewesen sein. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Nein, das ist etwas früher. Zuerst läuft er dort der Wand entlang, geht dann auf die Bühne, dort, wo er vor der Projektion durchläuft. Jetzt dann gerade. Genau da! Da ist doch etwas aufgeblitzt. Mal schauen, ob ich genau dort stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Weil ich etwa durch die Werbung manipuliert zum Succeed trinken. Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Scheiß Succeed. Ich will ja gar nicht trinken, sondern es ist mir von dieser scheiß unterschwelligen Werbung eingeredet worden. Einfach weg mit denen. Wer ist echt noch alles abhängig von diesen Energy Drinks? Sind echt in mehreren Sendungen so versteckte Bilder drin? Und tut dann der Fernsehsender das etwa bewusst ausstrahlen? Können sie die ganze Menschheit beeinflussen? Ah, Scheiße! Mühsam! Fertig ausleeren und dann ist alles gut. Ich habe es ja bald geschafft. Wie viele Energy Drinks habe ich eigentlich gekauft? Ich bin ja voll abhängig. Es sind ja nicht mehr viel. Bald habe ich es geschafft.
Vielleicht sollte ich noch zuerst das Unterliebli wechseln und nachher fertig ausleeren. Und unbedingt das Auswaschen nicht vergessen, sonst stinkt das ganze Zimmer. Das war gerade so eine richtig tollpatschige Aktion. Das bin typisch ich. Vero hat ja auch immer gesagt, ich sei ein kleiner Tollpatsch. Dass sie echt darauf aufmerksam machen, dass sie kein Saxid trinken. Nein, sie hat ganz klar gesagt, dass ich ihr nicht anrufen sollte. Sie braucht eine Pause, solange ich das Praktikum in Berlin mache. Und ich muss das respektieren. Und wenn ich das mit dieser versteckten Werbung aufdecke, dann muss sie ja wieder zurückkommen. Dann zeige ich ihr, dass ich etwas kann. Ich sollte die Medien darauf aufmerksam machen, was die senden. Es kann ja nicht sein, dass die mit denen unter einer Decke stecken. Wenn das rauskommt, dass die versteckte Frames senden, dann ist das ein Skandal, den die sich nicht leisten können. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Ey, bist du blind? Hey Malaika, hey, geht's gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tschüss. Ja. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz ab und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Yeah, ein Tesla. Schade, dass Malaika nicht so ein Auto hat. Ich würde schon gerne mal mit so einem rumfahren. Aber meine Eltern kaufen sich ja bald einen. Also der Vater hat es zumindest vor, wenn es die Mutter zulässt. Teslas werden das Autofahren sicher so verändern, wie iPhone die Nattelwelt verändert hat. Das Teil ist einfach genial. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber
Ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist. Hey, warum bist du am Suizidplakat abreißen? Ich habe in der App von der SNC Media Group mit meinem Großvater Werbung von Suizid entdeckt. Hey, ich habe die Werbung auch gesehen. Das Was? ist ein Skandal. Sind auch die Typen im Anzug hinter dir her? Was für ein Typ im Anzug? Sie verfolgen mich. Ich kenne ihn nicht. Weil in der Schlucht können sie mir nicht nachkommen und dann habe ich wenigstens ein bisschen meine Ruhe. Du kannst dich erkennen an so einer Krawattennadel. Krawattennadel? Ja, so eine silbrige Nadel, die die Krawatten am Hemd festmachen kannst. Wenn ich dich will, will ich mich vor ihnen verstecken. Das Einzige, was mir etwas gebracht hat bis jetzt. Verstehst du? Kenne ich nicht und so, du weißt. Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel. Das kann doch kein Zufall sein. Ich werde verfolgt. Nein. Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Solange der unheimliche Typ da vorne nicht rechts geht, ist alles in Ordnung. Shit! Er geht tatsächlich rechts. Ich werde tatsächlich vorverfolgt. Renn! Schneller, damit du möglichst schnell bei deinem Bruder bist! Aus! Aber ins Dunkle! Ich glaube, der schnellste Weg. Ich könnte mich im Dunkeln auch gerade verstecken. Oder sie wartet mit einer Axt auf mich. Los, schnell! Steige nur! Was macht der Krawattennadel-Mensch in Corripo? Wieso weiss er, dass ich da bin? Will ich jemanden abgehört und wisst es darum auch von meinem Bruder? Wird er auch schon verfolgt? Das alles nur wegen mir? Was bin ich doch für ein Versager? Schon die ganze Zeit gewesen. Ganz anders als die Post, die alle Briefe sicher zustellt. Ich konnte noch nie etwas auf die Beine stellen. Darum kann ich dann sicher nicht die Anwaltskanzlei von meinem Vater übernehmen. Nein, nicht links. Das ist privat. Also rechts. Mach ich schneller. Hättest halt mehr rennen. Platz kann ich mich schnell ausräumen. Shit. Oder sogar mit dem Helikopter. Schnell rechts, aber in Schutz vom Dorf. Nein. Schon wieder eine Verzweigung. Rechts oder links? Besser aufgepasst, als ich das letzte Mal da war. Links noch immer grünen Baum noch, der zeigt den Weg zum Leben. So lebe ich Versager eigentlich. Oh fuck, ich bin gefallen! Jetzt auch so gewesen, da Hänger. Aber du Versager! Da? Rechts! Du musst ein bisschen besser auf die Zeichen achten, die die Umgebung dir zeigt. Jetzt weiss ich wieder, wo ich bin. Nur geradeaus und dann habe ich es geschafft. Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich habe gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiss, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst es gar nicht verheimlichen! Ich weiss alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glentley. Ich arbeite schon 9 Jahre bei den Shore. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Suizid gehören! Schein, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corripo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das Corripo? Er lügt einfach! Ja, hallo, da ist Glentley. Ich bin in Corripo, im Büro von der Corripo Tourismus.
Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hebt ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?